echt wertvoll, dass wir miteinander Kirche sein dürfen, dass wir nicht allein Jesus nachfolgen, sondern miteinander dürfen Jesus nachfolgen. Wir schliessen an diesem Sonntag unsere Predigtserie «Glaube praktisch» ab mit dem letzten Teil aus dem Jakobusbrief. Wir lesen heute aus Jakobus 4 ab Vers 13. Du darfst gerne schon deine Bibel aufschlagen. Wir werden einen längeren Text lesen, wo du dich anschnallen musst, weil der ist happig. Und wir haben in dieser Serie, in dem Jakobusbrief gesehen, dass der Jakobus immer wieder sagt, wenn du sagst, du bist gläubig, du glaubst an Jesus, aber das nicht sichtbar wird mit deinem Leben, mit deinem Lebensstil, mit deinem Reden, wie du dich verhalten tust, dann ist dein Glaube ein Fake, dann ist dein Glaube nicht echt. Und der Jakobus ruft uns zu und sagt, hey, wenn du einen Glauben lebst, der nicht sichtbar ist, komm zur Besinnung, komm zurück zu Jesus, lass dir einen echten Glauben schenken. Das sind mega herausfordernde Worte. Und wir werden sehen, wie Gott uns heute ruft zu seinem Herz an. Ein Glauben haben, der echt ist, der im Herz ist, aber auch sich in Tat umsetzt. Und wir lesen Jakobus 4 ab Vers 13. Passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Seht euch vor, ihr ihr Reichen, weint und klagt über das Schreckliche, das euch bevorsteht. Euer Reichtum zerfällt und eure schönen Kleider werden von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist wertlos geworden wie verrostetes Eisen. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und euch anklagen am Tag des Gerichtes. Warum habt ihr euch nur darum gekümmert, Reichtümer zu sammeln in diesen Zeiten? Hört das Schreien der Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben und die ihr um ihren Lohn betrogen habt. Gott, der Allmächtige, hat ihr Schreien gehört. Ihr habt eure Jahre auf der Erde im Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Jetzt sind eure Herzen wohl genährt und fett, bereit für den Schlachttag, den Tag des Gerichts. Ihr habt gerechte Menschen, die sich nicht gegen euch wehren konnten, verurteilt und getötet. Das ist ein krasser Text. So krass übrigens, dass die letzte Vers, dass viele Ausleger sagen, das kann gar nicht von Christen reden, weil die Anklage ist so massiv und das Urteil so krass, das könnte Gott nie über Menschen sagen, die seine Kinder geworden sind. Heißt aber etwas über den Umgang mit Reichtum, das werden wir nachher noch sehen. Fangen wir beim Vers 13 an. Wir haben den Eindruck am Anfang, dass Gott gegen Planung ist. Dass Gott irgendwie etwas dagegen hätte, wenn du dein Leben planst oder deine Karriere oder Finanzplan machst oder mit einem Businessplan aufstellst. Was wir da eigentlich haben, ist so ein typischer Businessplan, oder? Ein Ziel, das möchte ich erreichen, in einer bestimmten Zeitdauer, mit einem bestimmten Geschäftsmodell. Wir werden dort Geschäfte machen und mit einem Gewinnziel, was nachher dabei rausschauen. Wenn wir sonst in die Bibel hineinschauen, sehen wir, Gott hat nichts gegen Planen. Im Gegenteil, in den Sprüchen heisst es sogar, wir sollen unser Leben planen. Es ist weise, weil wir nicht einfach in den Tag hineinleben. Was Gott da anklagt in der Bibel, ist, wir sehen das im Vers 16, ist die Art und Weise, wie wir Menschen planen. Es heisst, nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Es geht um die Einstellung, wo ich sage, ich weiß, wie es geht. Ich habe nichts mehr zu lernen. In der Elberfelder heißt, nun aber rühmt ihr euch voll Übermut. Und sich rühmen, wir kennen das heute nicht mehr so, aber damals ist das gängig in der Antike, dass man sich gerühmt hat. Zum Beispiel, bevor ein Heer
sich in den Krieg hineingestürzt hat der Heerführer hat seine eigene Stärke und sein Heer und seine Waffen gerühmt. Er hat gesagt, hey, wir sind so stark, wir werden den Krieg gewinnen. Und also nur schon die Vorstellung, oder, dass man sich in einen Krieg hineinstürzt mit Hellebarden oder Schwertern und so und du weißt nicht, ob du wirst überleben oder ob du stirbst. Irgendwo musst du natürlich Zuversicht gewinnen, um zu sagen, ja, ich bin zu denen, die zu den Überlebenden gehört. Und so hat man so sich gerühmt. Man hat wie einen Schlachtruf gehabt und hat gesagt, hey, unsere Heer, unsere Strategie, unsere Heerführer, wir schaffen es. Haben sie das Bild mitgebracht, genau, wo das so eine Situation könnte sein, oder? Wo man von ihnen gesagt hat, hey, heute Abend werden wir an euren Tischen essen und eure Waffen einsammeln und eure Köpfe abhauen. Irgendwie so hat es wahrscheinlich geheißen, mega blutig, oder? Aber was war es gewesen? Es sich zusprechen, ich schaffe es. Ich bin genug stark, ich bin genug gescheit, ich bin genug schlau. Ich bin genug gewalttätig, um mich durchzusetzen. Und die Bibel sagt, die Geschäftsleute damals, zur Zeit, wo der Jakobus den Brief geschrieben hat, haben genau so sich gerühmt, ihre eigene Stärke. Dabei sagt uns die Bibel in Jeremia 9, dass wir uns nicht rühmen sollen über unsere Weisheit. Dass wir uns nicht rühmen wegen unserem Reichtum oder wegen unseren Plänen oder wegen unserem Einfluss, unserer Macht. Das Einzige, wo wir uns rühmen sollen, sagt die Bibel, ist, dass wir den Herrn kennen. Dass wir Gott kennen und begreifen, wer er ist. Ich möchte dich mal fragen, was ist dein Schlachtruf? Was ist das, was dich am Morgen motiviert, zum zu sagen, hey, ich stehe auf und das wird ein guter Tag? Das, was dich motiviert, um in deinem Leben führen zu schauen und zu sagen, hey, meine Zukunft wird eine gute Zukunft. Was ist dein Schlachtruf? Was ist das, was du dir sagst, wo du dich rühmst? Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, so von typischen Schlachtrufen von Schweizer. Ich habe 40 Jahre gearbeitet und jetzt genieße ich dann meine Pension. Das habe ich mir verdient. Du kannst deine Sicherheit im Leben, Sicherheit für deine Zukunft, auf das setzen. Andere sagen, hey, egal was kommt, wir als Familie, wir heben zusammen. Wir streiten vielleicht ab und zu und es ist manchmal ein bisschen Chaos, aber wenn es darauf ankommt, ich kann immer auf meine Familie zählen. Das ist das, was mir Sicherheit gibt, auch für die Zukunft. Oder ich habe mich schon so oft rausgemogelt aus Situationen, ich schaffe das auch bei der nächsten Situation, die wird kommen. Du glaubst an deine Schlauheit oder du glaubst an das Schicksal oder du glaubst daran, dass es irgendeine Wende gibt. Es ist bis jetzt immer gut gekommen. Oder der Schlachtruf Nummer 1, Hauptsache gesund. Ja, habt ihr das auch schon mal gehört? Man grüßt sich und dann, hey, Hauptsache gesund. Und als Schweizer, oder, lieber ein bisschen unten bleiben, nicht stark aufragen in der Menge, oder? Dann verwünscht es einem auch nicht, dann wird man nicht zu stolz. Das ist auch so ein Schlachtruf. Ich bin immer bescheiden geblieben. Das Leben muss doch gut mit mir meinen. Aber wir sind stolz darauf, um es im Griff zu haben. Unsere Kinder lernen das schon ganz, ganz früh. Ich habe ja 4 Kinder und ich kenne wahrscheinlich praktisch alle Disney-Filme. Und schon alle Lieder auf und runter gelassen. Und schon unsere Kinder mit 4 und mit 7 und mit 10 und sie lernen die Slogans, dass du stark in dir selber bist, dass du Zuversicht in deine Fähigkeiten, in deinen Plan findest. No rules for me, I'm free, singt die herzige Elsa. Und alle Kinder wachsen mit dem auf, hey, ich kann mein eigenes Leben planen. Ich kann das werden oder dieses werden. Nichts soll dir im Weg stehen, deine Träume erfüllen. So wachsen Menschen auf in unserer Gesellschaft. Und der nicht so herzige John Bon Jovi hat gesungen, It's my life. Ich steuere mein Leben. Ich fahre auf dieser schönen Autobahn von meinem Leben. Wir meinen, wir haben das Steuer von unserem Leben in der Hand. Oder ich will es mal ein bisschen anders sagen, wir sind in dieser Illusion drin, dass wir unser Leben kontrollieren können. Dass wir wissen, was kommt, dass wir es schon geplant haben, dass wir Vorsorge getroffen haben, dass wir vielleicht Sicherheiten haben oder Fähigkeiten. Ich höre es in der 6. Klasse, wenn du ins Gymi kommst, dann ist das ein sicherer Weg für dein Leben, dass ja nichts passieren kann. Ja, so früh hört man das.
Und weißt du was? Die Bibel sagt, es ist nicht nur so, dass du ignorant bist, sondern du bist auch noch stolz drauf. Sagen, hey, ich habe mein Leben im Griff. Stell dir mal vor, so einer wäre heute Morgen Auto gefahren, mit der Augenbinde über dem Kopf, wenn du da hier ins Projekt gegangen wärst. Aber die Bibel sagt, wir planen so. Wir sind völlig blind, wir haben keine Ahnung, was kommt. Und trotzdem sind wir stolz auf unsere eigenen Pläne. Und in diese Songs, It's My Life und No Rules for Me, kommen immer wieder so Störgeräusche rein, wo du merkst, hey, irgendetwas stimmt nicht. Seit einem halben Jahr oder mehr haben wir immer wieder in unseren Medien Artikel, News darüber, dass die Anzahl von jungen Menschen, die sich beim Psychiater melden, zum Psychologen gehen, weil sie die Aussichten vom Leben nicht aushalten, mit dem Leben nicht Schlag kommen, keine Ahnung haben, was kommt und unter Angst leiden, die wird immer grösser, die Zahl. Und du siehst die Statistiken. Menschen, die auf der einen Seite hören, hey, die Welt steht dir offen, und auf der anderen Seite spüren, ich habe keine Ahnung, was morgen ist. Und das Schwanken, das Hin und Her, eigentlich sollte es mir doch gut gehen, aber ich fühle mich unsicher. Macht deine Seele kaputt. Macht Menschen kaputt. Vor ein paar Wochen hat ein Flüger von London nach Singapur müssen notlanden wegen Turbulenzen. Haben das vielleicht mitbekommen in den Medien? Und das Fazit war von der Analyse nachher, weder Piloten noch irgendjemand sonst vorher hätte vorausahnen, dass der Sturm so schlimm wird. Es sieht fast so aus, wie wenn der Sturm durch die Kabine gegangen wäre. Es hat so geschüttelt. Notlandung, 85 Menschen im Spital und eine Person ist gestorben. Und die Reaktionen von uns in den Medien ist, das kann doch nicht sein, dass so etwas passiert. Wir sind erschüttert, weil wir meinen, wir können das Leben kontrollieren. Und unsere Reaktion, gerade im Westen, wenn so etwas passiert ist, wer ist schuld? Eigentlich ist das Leben sicher, aber irgendjemand hat versagt. Lasst uns wieder zurückkommen zu unserem sicheren Leben. Wie wollen wir das beeinflussen? Und nachher ist die Frage, wer muss abtreten und wer zahlt das nachher alles? Das sind unsere Fragen. Weil wir im Herz so schnell möchten zurückkommen an einen sicheren Ort und meinen, wir können das Leben kontrollieren. Aber wir können es nicht. Wir sind wie blind. Die Bibel hilft uns in dem Innen. In dieser Haltung, wo wir Gott ablehnen und sagen, nein, ich brauche dich nicht, ich habe es im Griff. Sie hilft uns, weil sie erstens sagt, hey, ihr habt keine Ahnung, was morgen kommt. Ihr wisst noch nicht einmal, was morgen sein wird. Ich habe das schon mal erzählt, wenn ich ein Gespräch habe mit meiner Bank und sie mich möchten gewinnen für eine gute Anlage, um mein Geld irgendwo sicher und gleichzeitig profitabel anlegen, ist immer in der Vergangenheit, Herr weiss, wir wissen, das geht aufwärts. Aber ich möchte natürlich wissen, wie sieht es nächstes Jahr aus? Und ja, also tendenziell denken wir, dass es wird aufwärts gehen. Es ist jetzt vielleicht noch ein bisschen am Schwanken, aber grundsätzlich sieht es erfolgsversprechend aus. Ja, aber sie. Und dann willst du wissen, du willst Sicherheit haben. Und niemand kann das geben. Klar, es ist normal. Ich würde mich jetzt nicht wenn mir jemand würde sagen, ich kann Ihnen sagen, was in den nächsten 5 Jahren ist, würde ich mich nicht davon einlassen. Aber wir suchen das. Die Sicherheit. Wir machen Plan. Wir sagen, wenn ich mein Geld jetzt anlege, werde ich dann, wenn ich pensioniert bin, so viel haben. Und dann werde ich sicher sein. Aber wir haben keine Ahnung, du weißt nicht einmal, was morgen ist. Und die selbstsicheren Pläne machen dir sogar dann noch Sorgen. Immer wieder bist du am Schauen, wie ist es an der Börse. Oder du sagst dir, hey, ich habe mal geplant, zuerst ein bisschen Karriere machen und dann mal eine Familie gründen. Und eigentlich so im Herz, vielleicht hast du es nie laut ausgesprochen, aber eigentlich wäre das Ziel gewesen, mit 35 bin ich verheiratet. Und dann gründen wir eine Familie. Und jetzt bist du 32 und es ist noch niemand in Sicht. Und deine Pläne werden gleichzeitig zu Sorgen, zu grossen Sorgen in deinem Leben. Du weißt, wo du hinwechselst und gleichzeitig bist du nicht dort und du weißt, ich kann es eigentlich gar nicht selber steuern. Und jetzt sagt der Jakobus etwas Krasses, wie wenn das nicht genug wäre. Der Jakobus sagt, schau,
wenn du jetzt noch Geld hast und reich bist, dann wird die Situation nicht besser, sondern schlechter. Und es ist spannend, der Jakobus fängt genau gleich an im Vers 5. Nun zu euch, ihr Reichen. Oder man könnte auch sagen, wehe, ihr Reichen. Genau wie er vorher angefangen hat, hey, wehe ihr, wo meint, ihr könnt euer Leben planen. Also es geht Hand in Hand. Jakobus sagt, wenn du meinst, dass du dein Leben könntest planen und kontrollieren, dann wirst du auch meinen, dass alles Geld, das auf dein Konto kommt, dir gehört. Und es du verdient hast. Und dass es dein Verdienst ist, dass du jetzt so viel Geld hast. Versteht ihr das? Wenn du sagst, hey, es ist meine Karriere, ist meine Ausbildung gewesen, ich habe mich dort aufgeschafft, ich habe das Geschäft gegründet, ich habe gewusst, was kommt, dann wirst du automatisch davon ausgehen, alles Geld, das jetzt reinkommt, das ich verdiene, gehört mir. Und es heisst dann auch im Vers 5, ihr habt eure Jahre auf der Erde im Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Ja, logisch. Wenn du meinst, dass du das Leben kannst kontrollieren, dann wirst du sagen, ist mein Auto, sind meine Kleider, sind meine Ferien, ist mein Haus, meine Pension. Es heisst im Vers 3 weiter, ihr habt Schätze gesammelt. Im Text heisst es, dein Gold wird verrosten und deine Kleider werden von Motten gefressen. Und eigentlich wüssten wir, die Kleider, die wir tragen, die können nicht von Motten gefressen werden. Die sind an der frischen Luft. Aber all das, was du sonst noch hast und gar nicht brauchst, das ist das Thema. Wir haben uns Schätze gesammelt. Du hortest. Und schau, es macht etwas mit unserem Herz, wenn wir uns dort dran klammern und sagen, das gehört mir. Und ich weiss von vielen Menschen, wo andere Freunde oder Familie in ihrem Leben, wo ihnen eigentlich die besten Freunde oder die nächste Familie sind, haben sie vor sich gestoßen, weil das Geld so wichtig geworden ist. An dem siehst du es. Du sagst, nein, ich würde doch nie meine Nächsten, meine Freunde, meine Familie wegen ein bisschen Geld. Aber das Geld hat dein Herz gepackt. Und plötzlich haben wir Streit mit Leuten, die wir eigentlich lieben. Wegen dem Geld. Oder, was die Bibel auch sagt, wir sind nicht bereit, den Preis für etwas zu zahlen, was es wird kosten. Es heisst in diesen Vers, ihr habt den Arbeitern nicht das gegeben, was sie eigentlich verdienen. Und wir kennen das heute auch. Schau, Gott sagt dir heute, auch wenn du nicht ins Gefängnis kommst, wenn du ganz, ganz wenig für irgendein Konsumgut zahlst. Und wenn du sagst, ja, es bestraft mich ja niemand und es ist nicht gegen das Gesetz. Gott sagt, ich höre das Schreien trotzdem von den Menschen, die beschissen sind, um ihren Lohn. Wir machen es dann, wenn wir unser Leben kontrollieren und meinen, wir haben das Recht auf das, was wir haben. Das macht unser Leben kaputt. Und Gott sagt noch etwas Letztes zu dieser Kontrolle über unserem Leben. Er sagt, schau mal, unser Leben ist doch wie ein Hauch. Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Und bis vor ein paar Wochen ist es noch gegangen, es war so kalt für uns, leider, dass du rausgehen konntest und am Morgen hauchen. Und du hast etwas vor dir. Eigentlich im Sommer sollte man gar nicht über so Sachen reden. Aber du hast es sehen. Das ist auch noch eine gute Predigt. Wer wünscht sich den Sommer zurück? Unser Leben ist wie ein Hauch. Wenn nachher die Sonne reinscheint, ist der Nebel weg. So kurz ist unser Leben. Und doch meinen wir haben es unter Kontrolle. Wir realisieren es dann, wenn wir krank werden. Letzte Wochenende haben wir eine Grippe bei uns zu Hause. 4 von 6 flach gelegen. Hey, am Samstag bin ich noch joggen. Ich habe mich so gut gefühlt. Ich hätte Bäume ausreißen. Am Sonntag
im Bett, hey, wie wenn du den Stecker rausgezogen hättest, null Power, null Ambitionen. Wenn du mich gefragt hättest, Manu, hey, was hast du für Träume? Hätte ich gesagt, ja, ich mag nicht. So schnell geht's und wir sind Schachmatt. Und nachher, falls wir den Sagen haben, dass wir wieder gesund werden, kommen wir ins Geschäft oder haben unsere Pläne und sagen, hey, ich kann wieder die Welt erobern. So schnell sind wir wieder dort, wo wir uns überschätzen. Frage mal ältere Leute bei uns in der Kirche, wie schnell das Leben vorbeigeht. Frag sie, wenn du dich getraust. Das Leben ist ein Hauch. Und natürlich sagen wir uns, hey, wir essen alle gesund und wir machen Fitness, um den Gedanken nicht zu ertragen, dass das Leben kurz ist. Und dann gibt es ja noch Make-up. Wir beschissen uns. Das Leben ist wie ein Hauch. Gott sagt dir, hey, come on. Und ich möchte das da noch ein letztes Mal mit aller Deutlichkeit sagen. Die Bibel redet da nicht primär zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sondern sie redet zu uns, die mir Jesus nachfolgen. Sie sagt, wenn du sagst, ich glaube an Jesus, weisst, ich komme in den Himmel, es zeigt sich nicht in der Art, wie du planst, in der Art, wie du dein Leben siehst, wie du mit Geld umgehst, dann ist dein Glaube nichts wert. Achtung! Wie kann es anders sein? Gibt es einen anderen Weg zum Leben? Wir lesen im Vers 15, stattdessen sollte dir sagen, wenn es der Herr will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Wenn der Herr will. Wir haben es heute Morgen gesungen im Lied, Vater, dein Wille geschieht. Es gibt einen Willen Gottes und das ist nicht nur eine Absicht, sondern Gottes Wille wird sich erfüllen. Das, was Gott geplant hat, das wird geschehen, ob du es willst oder nicht. Ob du es weißt von der Zukunft oder nicht, Gottes Wille wird geschehen. Er sagt, jeden Tag von deinem Leben ist in seinem Buch schon aufgeschrieben. Jetzt kannst du sagen, das macht mir Angst, weil ich traue Gott nicht, dass er einen guten Plan hat. Oder du kannst sagen, hey, ich kenne Gott. Und ich weiß, dass das gute Pläne sind. Was er will, wird immer gut sein für mein Leben. Wenn der Herr will, keine Ahnung, ob er das will, dass ich morgen noch lebe. Aber wenn er es will, werden wir leben. Und dann dieses und jenes tun. Es bedeutet, in diesen Tagen, oder in dem Moment, wo du weißt, was Gottes Wille ist, dass wir danach handeln. Dass wir Gott fragen, hey, was ist denn dein Wille? Für meinen Job, für meine Familie? Welchen Partner, das ich wähle? Welches Haus, das ich kaufe? Die Entscheidungen, die ich treffen muss? Vielleicht für meine Eltern, vielleicht für meine Kinder. Dass wir das suchen. Aber das ist der bekannte Wille Gottes. Das ist der, den wir in der Bibel lesen können. Aber es gibt einen Wille Gottes, den wir nicht kennen. Wo wird geschehen. Und du darfst wissen, sogar wenn du vermasselt hast in deinem Leben, sogar wenn du Sachen geplant hast und sie sind völlig anders gekommen, als du gedacht hast, sogar wenn du morgen aufstehst und dein Leben sieht komplex anders aus, vielleicht wegen der Diagnosen oder irgendetwas, Gottes Wille wird geschehen. Und du darfst dich auf das verlassen. Und ich möchte das Beispiel geben von Paulus. Paulus musste von Jerusalem nach Rom in einem Schiff, um sich verantworten vom Kaiser. Und sie sind in einen Sturm hineingekommen. Der Sturm war so schlimm. 3 Tage haben sie die Sonne nicht mehr gesehen. Nur Sturm. Und die Leute haben gesagt, hey, wir werden sterben. Kannst du dein Testament machen? Gut, bringt auch nichts auf einem Schiff in der Antike. Aber hey, null Hoffnung. Und in dieser Situation kommt Gott zum Paulus in der Nacht in einem Traum und sagt ihm, hey, hab keine Angst, Paulus, du wirst auf jeden Fall vor der Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Kleid zugesagt, das mit dir segelt. Gott tut etwas vom geheimen Plan, der wir so gerne manchmal wissen würden, von unserer Zukunft, hat es an Paulus gezeigt und hat gesagt, du wirst ganz sicher überleben. Und nicht nur du, sondern alle, die auf dem Schiff sind. Gottes Wille. Wenn Gott will, werden wir leben. Und schau mal, was jetzt der Paulus macht. Er sagt nicht, wir können aufhören zu rudern, können die Segel loslassen, das Ruder das Steuerrad loslassen, der Herr wird uns retten. So ein bisschen im Sinn von, hey, wir können zurücklehnen, Gott macht alles. Nein, er sagt,
wenn die Seeleute nicht an Bord bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Oder esst etwas, denn es hilft euch zu überleben. So komisch. Der Paulus weiß, sie werden überleben. Und trotzdem sagt er, wenn ihr nicht esset, werdet ihr nicht überleben. Weißt du, was das bedeutet? Dass Gottes Plan in Erfüllung geht, aber dass das nicht bedeutet, dass wir einfach sagen, ja, ich mache nichts mehr. Sondern dass wir suchen, was ist Gottes Wille für mein Leben. Dass wir uns engagieren in dieser Situation, dass wir sagen, Gott, ich möchte deine Gebote tun, ich möchte dich suchen. Dass wir aktiv sind. Ja, plan dein Leben. Aber in der Gewissheit, dass Gottes Plan in Erfüllung gehen. Letzte Frage, wie weißt du, dass es Gott gut meint? Es ist vielleicht einfach so, ich bin seit 30 Jahren, mehr als 30 Jahre in dieser Kirche, ist noch einfach zu sagen, Gott meint es gut. Aber wie kannst du das wissen? Jedes Mal, wenn ich Zweifel habe, dass Gottes Pläne gut sind, mit meinem Leben oder mit Menschen, die ich kenne, auch hier aus dieser Kirche, erinnere ich mich an Jesus. Jesus ist der Beweis, dass es Gott gut meint mit uns. Dass seine Pläne gut sind für unser Leben. Weißt du was? Gott hat Jesus auf die Welt geschickt. Und sein Plan war, dass Jesus für unsere Sünden stirbt. Dass er sein Leben aufgibt, dass ich und du, dass wir Leben haben können. So Pläne sind gut. An dem siehst du es, an dem, wie Gott uns geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, an dem siehst du, dass Gottes Pläne gut sind. Und weißt du, was Jesus gemacht hat? Er hat all das, ich sage es jetzt mal so, rückgängig gemacht, was wir falsch gemacht haben. Wir haben uns eingeblendet, ich weiß, dass mein Leben gut wird. Wir haben uns gerühmt über unsere Pläne und unsere Fähigkeiten. Jesus ist auf die Welt gekommen und ist demütig gewesen wie kein anderer Mensch. Er hat das rückgängig gemacht, was du und ich gemacht haben. Wir haben Luxus angesammelt in unserem Leben. Jesus ist arm geworden. Wir haben immer wieder prahlt bei Freunden und in den Beiz und wenn wir am Schwätzen sind, hey, kein Problem, ich habe es im Griff. Jesus hat gesagt, ich bin jeden Tag abhängig von meinem Vater. Siehst du, wie Jesus lebt? Er lebt das, was du nicht hast können, was ich nicht habe können. Er lebt es uns vor. Er zieht es durch. Jesus hat Kontrolle abgegeben über sein Leben, wo wir gesagt haben, ich habe das Leben im Griff. Jesus hat gesagt, hey, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille, sogar wenn es bedeutet hat, dass er ans Kreuz geht. Jesus hat gewusst, ich werde 33 und dann ist mein Leben vorbei. Und wir meinen, wir hätten eine Ewigkeit, um hier auf dieser Erde zu leben. Jesus hat sein Leben ausgehaucht, damit du ewiges Leben haben kannst. Hey, ich möchte dir sagen, wenn du vielleicht in dieser Predigt merkst, wo Gott dein Herz auch anklagt und sagt, hey, auch wenn du dich Christ genannt hast, auch wenn du Jesus schon kennst und du hast einen Stolz in deinem Leben, wo mir entgegengeht, ich möchte dir sagen, es gibt Hoffnung und es gibt Trost und es gibt Zuspruch. Jesus hat das Leben gelebt, das du nicht hast leben können. Und er steht da und sagt, hey, ich gebe dir ein Leben, das ewig ist. Ich vergib dir deinen Stolz. Ich vergib dir deine Sünden. Komm zu mir. Und Jesus gibt dir, sag's mal so, einen neuen Schlachtruf heute Morgen. Zum zu sagen, ich rühre mich nicht mehr über meine Pläne und meine Zukunft. Ich rühre mich darüber, dass ich Jesus kenne. Ich rühre mich darüber, dass ich den kenne, der für mich unschuldig gestorben ist, damit ich Leben haben darf. Wo seine Jünger angehaucht hat und dann gesagt hat, empfanget Heiligen Geist, wo dir ewiges Leben gibt, wenn du zu ihm kommst. Was für eine herrliche Motivation, wenn du morgen aufstehst und nicht weißt, was kommt. Jesus hat dir ewiges Leben gegeben. Jesus weiß, was kommt. Mit ihm bist du sicher. Lass uns schauen, was das bedeutet. Erstens, dass du heute Morgen kannst sagen, ich brauche Gott.
Und ich möchte dich einladen heute Morgen, dass du dort, wo du merkst, ich habe in gewissen Bereichen von meinem Leben das Steuerrad selber in der Hand gehabt, dass du es heute Morgen Jesus gibst und sagst, ich weiß es eh nicht, aber du weißt es. Gerade wenn du vielleicht auch zu den Menschen gehörst, die sagst, ich habe mein Leben noch vor mir und es macht mir Angst, was auf uns zukommt. Es macht mir Angst, was ich in den Medien höre. Es macht mir Angst, wie die Weltpolitik ist. Es macht mir Angst, wie der Wirtschaftsmarkt ist. Es macht mir Angst, wenn ich meine Chancen anschaue. Übergib doch Steuer, Jesus. Weil wenn er will, wirst du morgen leben. Und du wirst können Sachen machen, dein Leben gestalten. Du wirst dürfen Pläne machen mit ihm. Übergib die Steuerrad. Jesus. Zweitens, hol das nach, was du versäumt hast. Gerade jetzt, wo du weißt, dass Gott dein Leben im Griff hat, kannst du dich um das kümmern, was ihm wirklich wichtig ist. Vielleicht sagst du, ja, ich glaube an Jesus, aber ich habe mich noch nie taufen lassen. Schieb so Sachen nicht raus. Die Bibel sagt, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Lass uns nicht so Menschen sein. Lass uns Menschen sein, die sagen, ich muss mir doch keine Sorgen mehr machen um die Zukunft. Gott hat mein Leben bereits geplant, jeden Tag. Was bedeutet das für mich? Ich mache das, was ich weiß, was in Gottes Willen ist. Lass dich taufen. Versöhn dich mit Menschen, wo du im Streit bist. Entschuldige dich bei den Menschen, wo du beleidigt oder auf sie herabgeschaut hast, wie wir es gehört haben in dieser Serie, wo du stolz bist in deinem Herz. Raum auf in deinem Privatleben. Die Sachen, die niemand sieht, aber du weißt es. Heute ist der Tag, wo du das machen kannst. Gott hat mich so angesprochen in der Vorbereitung. Du fragst dich ja dann immer, ich will nicht etwas predigen, was ich selber nicht lebe. Und Gott hat mir so gesagt, hey, schau, Manu, das, was du vor dir herschiebst, ist die Vorsorge für deine Familie. Und ich sage, ja, aber Gott, du hast doch gesagt, planen ist... Nein. Jetzt, wo du weißt, dass du keine Sorgen musst haben um deine Zukunft, bist du frei, um für deine Familie vorsorgen. Gewisse, ihr kennt das mit Kesp und Vorsorge, Dings und so, gewisse Sachen, die man macht für seine Nächsten, für seine Liebsten, damit sie sicher sind. Sicher. Was ist es in deinem Leben, wo du sagst, hey, Gott hat dich befreit von Zukunftsängsten und jetzt kannst du das machen, was wirklich wichtig ist. Drittens, mach deine Pläne mit Gott. Lass das ein Sonntag sein, wo du dich entscheidest, nicht einfach zu sagen, Gott, ich habe meine Ferien geplant, bitte segne sie. Gott, ich wechsle den Job, bitte segne meinen Jobwechsel. Sondern wo du sagst, Gott, was möchtest du? Ist es daran, dass ich bleibe, gewisse Sachen aushalte, oder ist es daran, dass ich wechsle? Fang an, deine Bibel so zu lesen, dass du die Weisheit von Gott hast. Und viertens, vertrau im Umgang mit Geld. Eines von diesen Merkmalen, das so klar zeigt, ob Gott der Herr von unserem Leben ist. Und ich möchte es ganz, ganz kurz machen. Wenn du noch kein Budget hast als Christ, ich sage jetzt das als Manu, steht nicht in der Bibel so. Mach als Christ ein Budget. Begrenze die Ausgaben in deinem Leben auf das, was du wirklich brauchst, damit etwas führig bleibt für Menschen, die deine Unterstützung brauchen. Weil du erkannt hast, das Geld gehört nicht mir. Gott hat es mir anvertraut. Und ich muss mein Leben, und ich kann mein Leben nicht kontrollieren. Fang an, jedes Jahr ein bisschen mehr von dem, was du verdienst, wegzugeben. Vielleicht sagst du, ich habe 2% von meinem Einkommen habe ich in die Kirche investiert oder Menschen, die es brauchen oder Gemeinden gründen in anderen Ländern, was immer das ist, was du Gutes kannst tun mit deinem Geld. Mach es dir zum Ziel, dass es nächstes Jahr 3% sind. Oder 4 oder 15. Gang weiter in dem, zum zu sagen, Gott sorgt für mich. Und ich bin frei, ich will es nicht versäumen, Gutes zu tun. Und das Letzte, wenn du wieder mal ein Preisschild siehst, wo du denkst, das ist jetzt aber schaurig teuer, könnte ich es nicht irgendwo bei der Konkurrenz kaufen, wo es billiger ist. Überleg dir, ob du nicht freudig kannst sagen, ich zahle faire Preise. Weil Gott für mich sorgt.
Und weil ich nicht zu den Menschen gehöre, wo manche andere Arbeiter zu Gott schreien, weil sie nicht das bekommen, was sie brauchen und verdienen. Jesus erzählt die Geschichte von dem reichen Bauer. Er hat so viel geerntet, dass er seine Scheuer abgerissen hat und grössere Scheunen gebaut hat. Und dann hat er sich gesagt, jetzt habe ich es geschafft. Ich werde essen, trinken und mein ganzes Leben geniessen. Und Gott sagt ihm, du bist so ein Narr, du bist so ein Idiot. In dieser Nacht werde ich deine Seele von dir nehmen, dein Leben fordern. Lass uns nicht so Menschen sein. Lass uns Menschen sein, die sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und werden Gutes tun mit unserem Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für das Wort, das du gibst, das so lebendig ist. Wo uns schmerzt in unserem Herz, wenn wir es hören, weil du uns aufrütteln musst. Und heute, dieser Sonntag ist so ein Tag, wo du uns aufrüttelst. Nicht zu behaupten, wir seien Nachfolger von Jesus und immer noch so stolz sein auf unsere Sicherheiten und auf unsere Pläne. Und ich weiss ganz sicher, Heiliger Geist, dass du jetzt durch die Reihe gehst und überall dort, wo du unsere Herzen berührst, geschieht es aus deiner Liebe. Du klagst nicht an, sondern du führst uns zu Jesus. Herr, wir wollen unsere Sünden bekennen, vom Stolz, von der Angeberei, von der Selbstsicherheit. Und wir werden von dir Gnade bekommen und Vergebung empfangen, wenn wir demütig zu dir kommen. Lass das ein Tag sein, wo unsere Herzen verändert. Lass das ein Tag sein, wo Ängste gehen müssen, weil deine Pläne werden ganz sicher in Erfüllung gehen. Lass das ein Tag sein, wo wir anfangen, gut zu tun mit der Zeit, die uns noch bleibt. Jesus, danke, dass du das gelebt hast, was wir nicht haben können. Dass das wieder rückgängig machst, was wir falsch gemacht haben. Und dass dein Wille mit unserem Leben kann in Erfüllung gehen, auch wenn wir es versaut haben, auch wenn wir es verbockt haben in unserem Leben. Du bist nicht zu spät. Dein Wille ist gut. Und wir geben dir jetzt Raum in unserem Herzen. Lasst uns aufstehen miteinander. Und wir wollen ein nächstes Lied singen über die Güte und das Wissen von Gott, seine Pläne, seinen Blick über unserem Leben. Und wir wollen die Zeit nutzen, auch für Gebet. Und ich möchte die Leiter bitten, dass ihr jetzt dafür kommt, rechts und links, euch aufstellt. Und ich möchte uns einladen als Kirche. Du kannst jetzt vorkommen zum Beten. Du kannst vorkommen und sagen, es gibt einen Bereich in meinem Leben, wo ich das Steuer bis jetzt selber gegeben habe. Und ich will im Gebet festmachen, ich gebe das Steuerrad Jesus. Vielleicht hast du Sorgen in deinem Leben, Angst in deinem Leben, Sachen, die im Moment so schief laufen. Hey, wir wollen für dich beten, dass Gott eingreift, dass Gott dir hilft, dass Gott dich durchträgt. Und nicht zuletzt, wenn du da bist und sagst, ich kann noch nie das Steuerrad von meinem Leben dem Jesus geben, der alles weiß und mich trotzdem liebt, dann lade ich dich ein, komm führen. Wir möchten dir helfen, dass du Jesus kannst in dein Leben einladen kannst, dass er dich anhauchen mit dem Hauch, wo ewiges Leben gibt, wo dich mit dem Gott im Himmel verbindet für eine Ewigkeit.